Ich weiß nicht, wie es euch geht jetzt mit so einem etwas romantisch geheimnisvollen Titel und einem völlig unverständlichen Untertitel und überhaupt nach dieser langen Zeit noch einen Vortrag. Ich sage euch nur, wie es mir geht. Irgendwie habe ich mir gedacht, es ist eigentlich nicht sehr angenehm, dass ich hier über die slowenische Identität reden soll. Wer bin ich schließlich? Als Nicht-Kärntner Slowene über die Identität zu reden. Dann habe ich mich damit beruhigt, dass ich gesagt habe, eigentlich, wenn wir über eine slowenische Identität in Kärnten reden, müssen wir über die Kärntner Identität als Ganze reden und letztlich über die österreichische Identität und über die europäische vielleicht und wie manche auch schon angedeutet haben, über eine weltbürgerliche. Da habe ich mich dann schon wieder ein bisschen wohler gefühlt bei dem Gedanken eines Vortrags. Herzlichen Dank, jetzt kann ich mich ein bisschen bewegen. Und das zweite Problem, das ich gesehen habe, war, warum soll ich gerade über Identität reden? Ich als Wissenschaftler weiß, das ist eines der heikelsten Themen, da kann man eigentlich immer nur irgendwas Falsches oder Halbertes sagen oder so. Haben wir gedacht, wenn man nicht so genau weiß, was man sagen soll, dann sagt man irgendwas Nettes, zum Beispiel Dobro jutro, guten Morgen, ist ein bisschen spät jetzt, aber so. Ja? Aber leider, selbst das Dobro jutro ist etwas sehr Verfängliches, vor allem dann, wenn es sich auf die kleine Geschichte bezieht, die ich jetzt erzählen möchte. Es ist eine Geschichte, die der slowenische Dichter Lovro Kucha, geboren im damals österreichischen Kärnten, bekannt unter seinem Künstlernamen Przecho Woranc, erzählt hat. Es ist eine kleine Kindergeschichte und es ist offensichtlich eine Geschichte von seiner eigenen Kindheit und diese Geschichte heißt eben Dobro jutro, guten Morgen. Und er erzählt von einem kleinen Buben, ihr müsst euch vorstellen, das ist ungefähr um 1900, in einem ganz kleinen und, wenn man so will, zurückgebliebenen Dorf, ja, passt schon, dieser Bub, vielleicht 7 Jahre alt, hat es wirklich nicht leicht. Vor der Schule muss er noch die Tiere auf die Weide treiben, dann geht er in die Schule. Die Schule ist eine sogenannte utraquistische Schule, das heißt, eigentlich würde ich das nennen, eine Schule, in der man den Kindern das Slowenische austreibt, genannt zweisprachige Schule natürlich. Und es wird ganz schlimm für ihn, als ein neuer Lehrer kommt, der behauptet, gar nicht nur Deutsch zu können, obwohl er einen slowenischen Namen hat und der den Kindern jetzt sozusagen das Slowenische auszutreiben beabsichtigt. Und dieser Lehrer sagt also, ja, das geht nicht mehr, dass ihr betet und begrüßt auf Slowenisch. Auch das muss jetzt Deutsch werden. Ihr seht da einen kleinen Ausschnitt davon. Ja? Und da haben sie dann das gelernt und dann hatten wir langwierige Übungen, sagt er. Dobro jutro, guten Morgen, dober dan, guten Tag, dober večer, guten Abend. Wir gingen am Lehrer vorbei und grüßten ihn auf Deutsch. Als uns das endlich glatt von der Zunge ging, lobte er uns und sagte, na, jetzt seid ihr erst zum Menschen geworden. Jetzt seid ihr erst zum Menschen geworden. Das ist ein Satz, den man um diese Zeit wahrscheinlich in den afrikanischen Kolonien zu den kolonisierten Völkern gesagt hat, wenn sie endlich gelernt haben, auf Französisch oder Englisch oder Portugiesisch ein Wort zu sagen. So war dieses Klima, wie das geschildert wird. Und der Bub setzt dann seine Erzählung fort. Ich selbst war in dieser Sache in einer furchtbar schwierigen Lage. Zu Hause hatte mir der Vater immer wieder eingebläut, ich dürfe auf der Straße keinesfalls Deutsch grüßen, nur Slowenisch. Er drohte mit dem Holzscheit, wenn ich ihm nicht gehorchte. Auf der Straße also nichts die Lehrer hatte nichts zu befehlen, schrie er mich an. Gehorche ihm in der Schule, auf der Straße brauchst du ihm nicht gehorchen. Aber in der Schule hat der Lehrer natürlich sofort erfahren, wenn das Kind auf der Straße nicht Slowenisch redet, nicht Deutsch, und gibt es wieder Wickel. Ja? Und ich war schon so weit, sagt der Bub dann in meiner Entwicklung, dass ich bei den Leuten wusste, wer von den Einheimischen es mit den Deutschen hielt und wer mit den Slowenen.
Wenn ich auf der Straße einem Slowenen begegnete, sprach ich ihn Slowenisch an und wenn ich einen Deutschfreundlichen getroffen habe, eben auf Deutsch. So wurde auch ich zum Menschen und die Kärntner Schule hat auf der ganzen Linie Erfolg. Eines frühen Morgens, als der Bub wieder das Vieh auf die Weide treibt, barfuß trotz der Kälte, kommt ihm ein vornehm gekleideter Herr entgegen. Den Buben erfasst die Panik. Er weiß, er muss ihn grüßen, aber er hat keine Ahnung, in welcher Sprache soll er das tun. Geht wieder im Text so weiter. Dazu hatte ich noch ein furchtbares Minderwertigkeitsgefühl. Der Fremde war gut gekleidet, während ich ein armer Teufel war und zudem noch barfuß. Sicher war ich ganz rot im Gesicht, als wir aneinander vorbeigingen. Da kam es mir wie ganz von selbst von den Lippen. Guten Morgen. Meine Stimme war feierlich, untertänig. Mein Herz schlug bei diesem Gruß heftig. Der Fremde würde sicher sehr zufrieden sein und ein Gefühl der Wärme überkam mich. Aber plötzlich fiel meine ganze Welt in Trümmer. Der Fremde hatte mir den Kopf zugewandt, sodass ich seine Augen sehen konnte. Diese Augen blickten mich vernichtend, verurteilend an. Mit starker Betonung in der Stimme erwiderte der Fremde auf Slowenisch. Dobro jutro, mladi gospod. Alles, was ich in der Geschwindigkeit mitbekam, war für mich ein Schlag vor den Kopf. Mit einem Mal wurde mir vor erlebter Schande finster vor den Augen. Ich war so ungemein erniedrigt, dass ich am liebsten im Boden versunken wäre. Ich rang nach Atem wie ein Ertrinkender. Soweit diese Geschichte. Ganz schlicht und doch sehr vielschichtig. Hier haben wir natürlich im Vordergrund die Schilderung, wie die Obrigkeit mit Gewalt oder zumindest geduldet von ihr die slowenische Sprache brutal in diesem Ort zurückdrängt. Wir sehen, wie gerade die Schule Propaganda und Gewalt beim Slowenischen mischt. Das ist aber keineswegs alles. Wir erfahren auch, dass dieses Kind ja unter anderen Zwängen und Benachteiligungen leidet. Die Gewalt der Lehrer, dem viele Möglichkeiten der Strafe offen stehen, steht auch die Gewalt des Vaters gegenüber, der immer wieder den Buben mit Prügeln droht, wenn er nicht gehorcht. Dazu kommt noch, dass der Bub Bescheid weiß um seine niedrige soziale Stellung. Er ist ein Kind von Keuschlern und er muss das Vieh hüten. Er sieht vornehme Leute gegenüber, wie dieser Herr, der entgegenkommt, und in seinem Kopf ist die Gleichung automatisch, aha, vornehm ist gleich Deutsch, daher Deutsch grüßen. Jetzt sieht er, das stimmt eigentlich gar nicht. Es könnte ihm eine Lehre sein, aber diese Erniedrigung hindert eigentlich ihm, das zu erkennen. Es ist also eine komplexe Erzählung eigentlich und eine wunderbare Illustration der Machtverhältnisse, die damals in Kärnten geherrscht haben und die sehr stark natürlich einen Einfluss gehabt haben auf die Entwicklung der Volksgruppe. Man sieht in der Geschichte ganz schön, wie sich das beim Kind psychisch und körperlich auswirkt, wie er Herzklopfen kriegt, Angstzustände, Atemnot, Minderwertigkeitskomplexe, Schamgefühle und so weiter. In ganz wenigen Strichen hat hier Brzezicho-Worans das Drama des 20. Jahrhunderts eingefangen. Man könnte sagen fast, dass er wider Willen eine Geschichte gemacht hat, die viel komplexer wäre als jede Schwarz-Weiß-Zeichnung. Allerdings lässt es der Autor bei dem nicht bewenden, sondern er hängt dieser Geschichte, möchte ich sagen, noch eine kleine Moral an. Er sagt, denn es geht noch weiter, die Geschichte ein Stückerl. Der Bub denkt, ich erkannte, dass ich in einem wichtigen Augenblick mich selbst, mein Volk und mein Heim verleugnet hatte. Als ich das klar erkannt hatte, atmete ich auf und in meinem Inneren löste sich etwas Schweres und Widerliches und floss von mir fort. Jetzt atmete ich viel leichter. Als ich die letzte Beklommenheit aus dem Herzen vertrieben hatte, ballte ich die Fäuste und schwor mir in meinen Gedanken, mein Volk, nie mehr im Leben werde ich dich verraten. Der Ruf der Heimat, der slowenischen Heimat, hat diesen Buben also erreicht. Er fühlt sich jetzt sicherer, weil er in einer komplexen Situation eine eindeutige Entscheidung getroffen hat. Die Ambivalenz ist verschwunden, der Bub ist psychisch erleichtert und die Erzählung wird
aber dadurch fast zu einer Propagandaerzählung. Sicher zu einer Propaganda für eine gute Sache, aber immerhin, es ist einfach die Komplexität weg und vielleicht ist aber das wieder das Gute an der Geschichte, denn das ist ja das Problem des 20. Jahrhunderts, dass man statt die Komplexheit der Identitäten zu sehen, alles vereinheitlicht hat, vereinfacht hat und nur mehr auf einen Volksgruppenkampf reduziert hat in dem Ganzen. Ja? Also diese Geschichte von Břežicho-Worans ist meiner Meinung nach ein Musterbeispiel für die Auseinandersetzungen, wie sie zumindest die erste ganze Hälfte des 20. Jahrhunderts gebracht hat. Der Deutschnationalismus als ein Projekt der Eliten setzt sich durch. Und das Besondere ist auch, und das ist auch dieser Satz mit, jetzt seid ihr erst zu Menschen geworden. Das ist zwar zynisch, aber es ist auch eine Wahrheit drinnen, nämlich die Wahrheit, an die die Deutschnationalen geglaubt haben und an die dann auch viele Slowenen geglaubt haben. Heute ist auch von den Windischen schon die Rede gewesen. Es ist diese Idee gewesen, dass eigentlich das Deutsche gar nicht das Nationale, sondern das Universale ist. Das, was für alle die Sprache des Aufstiegs, die Sprache des Zukunft ist. Ich weiß das aus der Familie meiner Frau zum Beispiel, wo ein sehr unternehmerischer Bauer um 1900 den Kindern gesagt hat, Kinder, ab heute reden wir Deutsch. Er hat natürlich sicher nicht das gesagt, er hat gesagt, danes govorimo nemško oder so, aber er hat es gesagt und die Familie hat sich zu dem Fortschritt, scheinbaren Fortschritt zum Deutschen bekannt und ist damit in diese Richtung gegangen. Ja? Also alles das ist auch in dieser Geschichte drinnen, dieses zum Menschen werden. Und diese Art von slowenischen Nationalismus gegen einen deutschen Nationalismus, der sich als Universalismus verkauft und verkleidet, das ist eigentlich irgendwie das Problem. Ja? Aber wenn wir die Identität von Menschen, und das haben ja auch eure Filmbeiträge schon gezeigt, wenn wir die begrenzen würden nur auf das Sprachliche oder auf das Nationale, dann würde man sicher einen Großteil dessen, was Identität ist, verlieren. Denken wir nur an diesen Buben. Der Holzscheit ist slowenisch, mit dem er gezüchtigt wird. Natürlich, die deutschsprachigen Kinder werden mit einem deutschen Holzscheit gezüchtigt. Das ist auch eine ihrer Identitäten damals, dass es so zugeht und dass Kinder sich noch nicht so wehren können, dass sie keine eigene Lösung haben. Das heißt also, dass die Geschichte, so wie sie uns Břežicho-Worans präsentiert, eigentlich eher ein Dilemma zeigt als eine Lösung, auch wenn es so dargestellt wird wie eine Lösung. Es hat offenbar damals für viele Menschen nur diese scheinbaren Auswege gegeben, entweder Deutsch zu wählen als Sprache des Aufstiegs, als Sprache der Zukunft, so zu Beginn des Jahrhunderts, oder festhalten am Slowenentum, festhalten auch immer an der katholischen Kirche, aber vielleicht auch an der konservativsten Teil der Kirche und damit in einer marginalisierten Position zu bleiben. Ja? Mit der Gründung des SAS-Staats hat natürlich dann die Option gegeben, auszuwandern. Auch davon haben viele Menschen Gebrauch gemacht und Gebrauch machen müssen. Ich will jetzt die Zeit des Nationalsozialismus gar nicht betonen, die natürlich eine totale Radikalisierung dieses slowenenfeindlichen Diskurses und dieser Haltung und dieser Politik war einfach. Ich will auch gar nicht besonders betonen, dass die große Enttäuschung nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich natürlich die Kärntner Slowenen betrogen fühlen mussten, über irgendeine Belohnung für das, was sie geleistet haben im Widerstand gegen den Nationalsozialismus und eine Kompensation für das, was sie erlitten haben durch die Verfolgungen des Nationalsozialismus. Statt dass das gelöst wurde, sind die sogenannten Volkstumskämpfe weitergegangen und es kommt mir manchmal vor, so wie in historischen Kostümen praktisch, ist es weitergegangen in den 60er Jahren bis in die 70er Jahre. Denken wir nur daran, wie das slowenische Gymnasium gegründet wurde und als das große Gift bezeichnet wurde.
alles eine Situation, die wir uns heute irgendwie ganz seltsam vorkommen müssen. Und das Problem, über das ich dann auch im zweiten Teil noch mehr sagen möchte, ist, dass die slowenische Volksgruppe auf diesen deutschen Nationalismus auch mit einem Nationalismus reagiert hat, in dem verständlichen Bemühen, Widerstand zu leisten und ihren Erhalt zu sichern, dass das aber bedeutet hat, dass wir dann zwei Nationalismen gegenüber gehabt haben, den deutschen Nationalismus und den K&K Slowenen-Nationalismus. Mit K&K meine ich katholisch-kommunistisch. Ja? Und genau so hat es sich dann entwickelt, aber es ist nicht so geblieben. In den 70er Jahren, und das ist ab der Zeit, die ich auch persönlich erlebt habe, in dieser Solidaritätsbewegung mit den Kärntner Sloweninnen und Slowenen, ab dieser Zeit sind dann ganz neue Gedanken hineingekommen. Ja? Ich kann mich erinnern, damals hat es eine große Veranstaltung gegeben, so ein Popkonzert könnte man sagen, Oktober Tabor, Oktober Arena, und ich habe viele ländliche Besucher der Kärntner Slowenen beobachtet. Für die muss es ein totaler Kulturschock gewesen sein, als da eine Wiener Popband, die Schmetterlinge, aufgetreten sind, mit einem riesenlauten Verstärker und mit einer Musik, die sicher nicht die Musik ist, die gerade vorher gelobt worden ist von Arsenik oder so. Ja? Und einen ähnlichen Kulturschock, meiner Meinung nach, hat es auch gegeben, als jetzt in diese Auseinandersetzungen um das Slowenische und um die Rechte der Kärntner Sloweninnen und Slowenen neue postkoloniale und modernere Gedanken hereingekommen sind, die einfach vorhanden waren, weil man festgestellt hat, dass ähnliche Probleme ja nicht nur in Kärnten gibt, sondern überall in Europa und auch außerhalb Europa, und dass man auch diese Kämpfe der ehemaligen Kolonien, der Menschen, die sich dort befreit haben, viele Analogien haben zu dem, wie es in Kärnten zum Beispiel ausschaut. Und dann sind ganz andere Ideen hineingekommen. Und das möchte ich jetzt noch abschließend vom ersten Teil in einer kleinen Tabelle zeigen. Der Wandel von der Idee von Identität, von einem traditionellen zu einem, sagen wir mal, moderneren Verständnis. Ja? Identität ist nicht mehr angeboren und quasi was Unveränderliches, Essentielles, sondern es ist etwas, was ich auch wählen kann, wo ich eine Mitverantwortung habe. Ich habe gemerkt, dass ihr in euren Videos und so alle natürlich von diesem zweiten Identitätspunkt schon sehr stark ausgeht, weil ihr sagt, ich frage mich, was ist meine Identität, was will ich dazugehören haben. Da ist schon eine Art Selbstermächtigung dabei. Ja? Und wichtig ist auch die multiple Form der Identität, nicht mehr das Einheitliche und Reine. Es geht auch, und das ist ja heute auch deutlich, glaube ich, geworden, es geht nicht mehr um die eine Sprache, sondern es geht auch um die Zweisprachigkeit. Ja? Lange Zeit war, und das habe ich als Wissenschaftler auch bemerkt, ein großer Teil der Forschung damit nur beschäftigt zu sagen, wieso gibt es Slowenen, die nicht mehr slowenisch sein wollen. Ja, also eine Art Assimilationsabwehrforschung praktisch. Und das hat man an dem gemessen, sind Sie bei einer Organisation oder sind Sie nicht dabei? Wie viel sprechen Sie Slowenisch und so? Heute ist man in dem, und das habe ich auch im Einleitungsvortrag gemerkt, offener geworden in dem. Das ist der große Unterschied praktisch oder so. Und um abzuschließen, möchte ich nur die letzte Zeile ein bisschen noch anschauen. Ein traditionelles Identitätsverständnis hat eine gewisse Gefahr, nach außen hin aggressiv zu werden und sich abzugrenzen und gegen andere zu sein. Ein moderneres Verständnis von Identität, das irgendwie das lockerer und vielschichtiger sieht, hat auch Gefahren. Es hat die Gefahr, zu wenig das eigene
und den Erhalt des Slowenischen in dem konkreten Fall zu betonen. Das war ja in den letzten Beispielen vom slowenischen Gymnasium sehr schön gebracht, diese Sorge. Die kann ich sehr gut verstehen oder so. Also auch diese Form von Identität, wie sie dann neu aufgekommen ist, hat ihre Probleme. Wenn es zwei verschiedene Sachen gibt, die problematisch sind, muss man nach was Dritten suchen. Aber das suche ich jetzt nicht, sondern da kommt jemand anderer dran und dann suche ich ein bisschen weiter.